verdammt, die Kurve. Zum Glück ist die so eben weiter, kann man gut rausfahren. Scheiße. So, haben wir wieder Standard rein. Ja, ja. Oh, jetzt sind ein paar Autos stoppen. Ich weiß aber nicht, sind das die ersten gewesen? Nein. Ein paar Autos, die früher reingekommen sind. Weiter hinten sind, denke ich mal. Oh, es war ein Mercedes-Auto. Ach, der Hamilton doch. Da haben die einfach ein bisschen Zeit gut gemacht. Ah nein, der Hamilton war beim ersten. Das war einer der Red Bull Jungs. Aber ich glaube, sie sind noch ein bisschen weiter vorne. Oder beziehungsweise noch vorne am Fahren. Die sind noch nicht in die Box. Oh, verdammt. Immer ein bisschen die falsche Linie, ich lenke spät ein dort, komme dort nicht mehr richtig um die Kurve. Und ich muss sehr aufpassen, dass ich mit den Reifen nicht kaputt fahre. Und da fahre ich immer ein bisschen aggressiver durch die Körper rein. Oh, Verstappen! Oh, wo ist er? Oh mein Gott. Ist Ricciardo noch? Wenn der Ricciardo noch draussen ist, habe ich ein Problem. Weil der wird erst wahrscheinlich vor mir rauskommen. Außer der war Zweiter, da weiss ich jetzt natürlich nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus. Dann musst du zu der Renault-Truppe aufschliessen. Nein, wieder viel Zeit draussen. Ah, das shit, das kostet so viel Zeit dort draussen. Okay, Verstappen hat soft Reifen drauf, das heisst, er ist schneller. Aber seine Reifen haben weniger lang und ich hoffe jetzt mal auf das, dass der Reifenverschleiß so groß wird sein. Ach, verdammt. Dass er... Oh, scheiße, geh weg. Oh, dort hinten kommt noch der Hamilton. Alter Verstappen. Oh, jetzt fährt er richtig langsam. Oh, jetzt hat er auch noch die DRS bekommen. Zack, geht der Flügel auf. Wir haben trotzdem noch ein bisschen langsamer. Kommt wieder Windschatten. Jetzt. Oh, Verstappen. Unglaublich, der Typ. Er lässt einfach nicht nach. Das Problem ist einfach, meine Reifen sterben dabei.
Jetzt habe ich ihn aber böse verwünscht. Palma. Stell mir noch vor mir, sind die noch nicht in der Box gewesen? What? Oh, Palma, der berührt mich. Oh, jetzt hat es eine Kollision gegeben. Der Palma hat sich gedreht und ein riesen Stau hat es gegeben. Oh mein Gott. Ja, und Safety Car jetzt genau gewusst. Fernando Alonso draussen, Daniel Kvyat aus dem Rennen draussen, Daniel Ricciardo aus dem Rennen draussen. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das ist so klar, dass es jetzt ein Safety Car gibt. Ja, ich will langsamer. Ja, schnell auf die Mager einstellen zum Sprit sparen. Oh Scheiße. Die jetzt natürlich in die Box gehen, profitieren davon. Ich kann nicht aufschliessen, die haben riesen Profit. Schnell. Jetzt kann ich schneller fahren. Jawohl, jetzt habe ich auch ein paar Plätze gut gemacht. Oh mein Gott, die haben Verstappen, sie sind so richtig versaut. Hülkenberg hat richtig profitiert jetzt. Der ist jetzt aus der Box rausgekommen. Die zwei vor mir, Gutierrez, der muss eh noch eine Box. So, bitte jetzt gang rein, du scheiß Safety Car. Keine Lust mehr. Schlag wird langweilig hinter dir. Bitte vom Sack, Kamera. Bitte. Ja. So. Jetzt muss ich die Geschwindigkeit halten, jetzt darf ich bestimmen, wie schnell. So die wütende Menge kann ich jetzt aufhalten. Wie Leute hängen es da hinter mir, so auf ihre Beute wartet. Die haben damit gerechnet. Wer? Wer hat Probleme? Scheiße, ich habe nicht gelassen. Das ist aber noch geil, so ein Restart nach dem Safety Car. So, jetzt haben wir schön viel Benzin gespart. Jetzt haben wir so richtig verlochen, das Zeug. Und richtig Kurven verhängen. Wow. Wow! Ey, das sind immer noch die Trümmerteile. Ja, verwarne ich Streckenabschnitt, sorry. Ich bin den Trümmerteil ausgewichen. Oh, Hülkenberg. Ui! Oh, scheiße, meine Reifen, die werde ich gar nicht sehen.
Da habe ich viel mehr Schwung aus dieser Kurve als die. Aber ein bisschen mehr Motorleistung als ich. Oh nein, bitte nicht. Oh, voll ins Eis runtergeschaltet. Ich weiss, ich fahre ja schon mit Fettmischung. Nur noch verbremsen hier. Nicht mal die scheiß Trümmerteile weg, Mann. Was soll der Scheiß? Dann fahre ich nur noch drüber. Ich liege ja Platte. Und dann haben wir den Salat. Oh, richtig untersteuert. Ui, das war nicht ganz tief. So, jetzt kommen wir zur letzten Runde. Und wir haben einen riesen Abstand. What the fuck? Button, der Türkenberg überhaupt. Ein Button mit so einer scheiß McLaren, der keine Leistung hat. Oh mein Gott. Nein, die Trümmerteile. Unglaublich. Noch nie so ein schlechter Streckenposten gesehen. Und ich glaube, ich bin noch nie so sauber jetzt die Strecke gefahren wie jetzt in der letzten Runde. Ah, okay, jetzt früh gesagt. So, und das ist jetzt die letzte Kurve gewesen, und das ist unser erster Sieg mit Sauber in unserer ersten Saison im zweiten Rennen. Sehr gut, mit Feuerwerk. Also wieder ein fantastischer Sieg für Sauber. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen, und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg das von Sauber war. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ein weiteres Team, das mit diesem
Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So, also das ist jetzt das Resultat. Wir sehen, wir haben gewonnen. Sauber F1-Team. Erster Platz nachher Jensen Button, Hülkenberg, Massa auch erstaunlich weit vorne. Romain Grosjean auch sehr, sehr weit vorne. Verstappen recht weit hinten gefallen, wegen dem Unfall natürlich dort mit dem Palma oder Magnussen, ich weiß nicht mehr, welcher das ich verrutscht habe dort oder wer sich gedreht hat hinter mir. Dann Perez, Raikkonen, Rosberg, Sainz, Magnussen, Ericsson, wo ist der Hamilton? Bottas, Gutierrez, Hamilton, 15. Der ist sehr weit hinten gefallen. Rio Haryanto, 16. Wehrlein, Vettel auch extrem weit hinten gefallen. Palmer, Ricciardo, ist der Rosberg, wo ist der Rosberg? Ah, dort ist der Rosberg 9. Okay. Gut. Konstrukteursweltmeisterschaft sind wir jetzt auf Platz 2. Natürlich, weil Mercedes da keine Punkte geholt hat. Die sind ja, wenn man gesagt hat, 13. Oder ich weiß nicht mehr, was jetzt Rosberg hat, schon wieder vergessen. Aber der Hamilton hat keine Punkte geholt. So. Nein, das ist ein Fahrer. Also Fahrer sind wir jetzt gleich hoch wie der Hamilton gleich weit. Und da Konstrukteur, wir sind jetzt 4. Ja, haben wir ein bisschen aufholen. Der Ericsson hat aber keine Punkte gemacht. Wir sind aber jetzt zum Glück ein bisschen weiter oben. Und ja, das war es vom Rennen in Bahrain. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen und über ein Abo. Und das nächste Rennen ist, glaube ich, in Spanien. Echt, kann das sein? Ich wüsste mal, wir gehen noch schnell weiter, wir schauen es gerade mal schnell an. Rangliste Trophäe, das ist China kommt noch. China, okay. Ja, nicht so eine gute, oder nicht so meine Lieblingsstrecke. Meine Strecke ist dann eher so, sage ich mal, Österreich, Deutschland, Belgien sowieso, Monza auch sowieso. Und Brasilien, das sind so meine 5 Strecken, meine Lieblingsstrecken. So, okay, gut, wie gesagt, das war es mit dem Rennen und wir sehen uns im nächsten. Ciao.